Eine ganz unerwartete Wendung nimmt die Geschichte, als unverhofft der Sohn der Entführten auftaucht. Er weigert sich nicht nur, das geforderte Lösegeld in Höhe von 120.000 € zu zahlen, sondern hat als Fernsehmoderator auch ganz eigennützige Pläne mit den 3 gutmütigen Brüdern. Und hier sind sie, die eigentlichen Helden unserer heutigen Ausgabe. Mami, Herbert und Wolfgang. Na los, Jungs, sagt schon was. Lecker. Hallo, Mama. Hallo. Wir sind im Fernsehen. In dieser Konstellation lebt es einfach von den Typen, denke ich, von diesen 3 völlig döschigen Brüdern, die da jetzt versuchen, eine große Entführung aufzuziehen und eigentlich am Ende die Entführten das Ruder in die Hand nehmen und nicht mehr die Kidnapper selber und sich das ganze Kräfteverhältnis am Ende komplett umgekehrt hat und die aus der Sache wirklich Kapital schlagen, sind die ursprünglich entführt wurden. Ahlens für Mama ist beste Unterhaltung, vielschichtig, witzig und hintergründig. Und für Manni eine Home Story wie de Bunte. Home Story, was ist das denn? Die will man bloß von wegen achter der Kulissen kicken. Wo anst du so wohnst und mit Kokain und so. Gott, Judith bringt mich Ich glaube, das ist Theater im besten Sinne, dass sich Menschen wiederfinden, dass sich Charaktere wiederfinden und dass sie so rausgearbeitet sind, dass man sagt, Mensch, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen, das kenne ich sogar vielleicht von mir selber. Das Stück läuft bis zum 2. März im Ohnsorg-Theater und geht dann auf Gastspielreise durch Norddeutschland. Moin Moin, meine Damen und Herren. Uns Thema heute heißt Harley. Ja, das ist ein Gefühl, als wenn du über den Häfen donnerst, auch wenn das, wenn ich mal rühr